sports. It's in the game. In my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not. Ganz herzlich willkommen in Berlin, im Olympiastadion, um genauer zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Wir übertragen heute ein Spiel aus den Online-Saisons, in dem Sie den vorzeitigen Klassenerhalt schaffen können. Deutschland gegen Paris Saint-Germain. Für Sie ist es bisher wahrlich keine gute Saison. Heute könnten Sie dann wenigstens mit einem Punktgewinn den Klassenerhalt klar machen. Und das würde ein bisschen Ruhe für die Saisonplanung der nächsten Spielzeit bedeuten. Die DFB-11 kann hier den Ball zurückerobern. Florenzi. Mbappé. Messi. Jetzt ist er durch. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gündogan jetzt am Ball. Am Ball Werner. Und er geht an ihm vorbei. Oh, da ist er durch. Gündogan. Tor! Der Ball ist drin. Ist es der Treffer zum Klassenerhalt? Ja, Stand jetzt wäre es geschafft, aber sie müssen natürlich weiter aufpassen. Doch ist hier gar nichts erreicht. Es bleibt eng. Ganz alleine. Tor für PSG. Die Wiederholung des Tors. Erst Lionel Messi an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit ist der Ball weg. Pass kommt von Gündogan. Vielleicht der Ausgleich. So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut. So kann es weitergehen. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Kimmich. Am Ball Werner. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Messi mit dem Ballverlust. Werner. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. In den freien Raum. Riesenchance Mbappé. Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. Vielleicht die Führung jetzt. Jetzt Neymar. Lionel Messi. Starkes Tackling hier. Fängt diesen Ball ab. Und PSG bekommt hier den Freistoß.
Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Entfernung war zu groß. Kein Problem für den Torhüter. Kai Havertz. Das dürfte heute nicht leicht werden für Paris Saint-Germain. Ich erwarte ein enges Match. Beide Teams in etwa gleich stark. Spannung pur. Der Pass auf Kai Havertz. Was machen Sie draus? Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. PSG über außen, da ist Platz. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Serge Gnabry. Jetzt könnte er flanken. Goretzka. Jetzt ist der Platz da. Gehalten von Navas. Das war eine Riesenchance. Da bleibt der Sieger. Ecke kommt kurz. Stark gearbeitet. Da sehen wir es. Immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Vielleicht geht was über Di Maria. Nur noch der Torwart vor sich. Da holen sie sich den Ball. Sah vielversprechend aus. Klasse. Er lässt den Verteidiger stehen. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Wichtig, dass Neuer den hält. Da war die Chance natürlich da. So, Ecke kommt. Und nun Marquinhos. Es gibt den Vorteil für Paris. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Ja, die Fans, die wissen, da war viel Glück dabei. Sie dürfen ihnen solche Chancen eigentlich nicht geben. Weiterhin unentschieden. Und es geht mit Abstoß weiter. Kimmich gibt den Ball her. Jetzt ist die Kugel weg. Havertz. Super Tackling. Jetzt Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Angriff erstmal gestoppt, aber ich glaube, das gibt Gelb. Das war jetzt aber sehr mutig, den Freistoß von dort direkt aufs Tor zu schießen. Übermütig würde ich das nennen. Den hätte er als Flanke probieren sollen. Rüdiger. Zur Pause ist hier noch kein wirklicher Vorteil auszumachen. 2:2 der Spielstand. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Und Neymar. Da ist Messi. Messi. Könnte die Führung werden. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen sie, bei wem sie sich bedanken dürfen. Goretzka. Werner jetzt.
Vorteil. Die DFB-Auswahl bleibt am Ball. Da ist der Ball weg. Havertz war das. Bernat. Jetzt Neymar am Ball. Da wäre Platz für den Konter. Foul an Neymar, aber Spiel läuft weiter. Vorteil. Da kommt der Pass. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Jetzt Rückstand für die DFB-Auswahl. Jetzt das Anspiel auf den Flügel. Nun Gündoğan. Sie holen sich den Ball. Idrissa Gueye. Ball ist bei Mbappé. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Vielleicht die Konterchance. Gündoğan. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Gehalten von Navas. Noch gefährlich. Was ein Spiel! Sie machen das Tor! Das Tor, das den Klassenerhalt bringen könnte. Im Moment hätten sie es. Unfassbar! Das Ding könnte doch ganz, ganz wichtig werden. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl... Jetzt die Möglichkeit. Navas mit der Parade. Ball noch im Spiel. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Die kurze Variante. Er blockt die Hereingabe ab. Das wird Abschluss geben jetzt. Emre Can gut durchgesetzt, gefährlich. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Gelupfter Ball jetzt zu Neymar. Ball kommt zu Neymar. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sané. Mit dem Ball Sané. Timo Werner. Gueye. Kimmich hat ihn. Havertz. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Neymar bekommt den Ball auf den Flügel. Und hier wird es Einwurf geben. Bernat. Klasse Technik. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wenn sie schnell spielen, wird es ein guter Konter. Timo Werner. Schuss! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Di Maria. Geht mit Einwurf weiter. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Ja, mit viel Übersicht. Timo Werner. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Noch liegt hier kein Team vorne. Das soll jetzt der Joker für sie ändern. Ein vernünftiger Wechsel, denke ich. Klar, zu leichtfertig nach vorne dürfen sie nicht gehen, aber etwas mehr Risiko ist angebracht. Hummels geht dazwischen. Gnabry. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können.
Oh, das war gefährlich, keine Frage. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Die DFB 11 will natürlich mehr. Momentan steht es hier noch unentschieden. Ob das die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Abgefangen von Kimmich. Das war zu weit weg. Der Schuss ist kein Problem für den Torwart. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Lange ist nicht mehr auf der Uhr und es sieht alles nach dem Klassenerhalt aus. Völlig richtig, sie machen... Er ist frei, da kann was draus werden. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss, das Ding müssen sie gewinnen. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Emre Can. Er holt sich den Ball. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Jetzt ist der Platz da. Also am Ende ist kein Tor dabei rumgekommen, Buschi. Aber den Konter müssen wir trotzdem mal loben. Ja, der war sensationell gespielt. Bis auf den Abschluss alles richtig gemacht. Rüdiger. Goretzka. Noch kann die deutsche Mannschaft diese Niederlage vielleicht verhindern. Was ein Spiel! Sie machen das Tor! Das Tor, das den Klassenerhalt bringen könnte. Im Moment hätten sie es. Unfassbar! Das Ding könnte noch ganz, ganz wichtig werden. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Schlussphase läuft. Das deutsche Team kommt nochmal. Tor! Da ist es! Sie machen's! Und jetzt sieht es in Sachen Klassenerhalt natürlich noch besser aus. Also wenn die sich das jetzt noch nehmen lassen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Noch ist die Chance da. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sie bleiben drin, sie bleiben drin, sie bleiben...
Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Bayern München gegen Deutschland. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Und jetzt Hummels. Guter Pass. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Leroy Sané. Da ist die Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Die Münchner führen nach diesem Tor. Schön dazwischen gegangen. Alphonso Davies. Pass auf die Außenbahn. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Den Ball hat er, ganz souverän. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Der Steilpass auf Werner. Fußball kann so einfach sein. Ja, auch mit dem guten alten langen Ball kann man heute noch Tore erzielen. Warum auch nicht? Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Alaba. Alphonso Davies. Deutschland mit Drang nach vorne. Da können sie klären. Erstmal keine Gefahr mehr, aber jetzt könnte der nächste Angriff kommen. Lewandowski. Am Ball Sané. Das verspricht eine enge Partie zu werden heute. Ja, die Bayern müssen aufpassen. Selten genug, dass die Münchner nicht der klare Favorit sind. Das heute ist eine echte Aufgabe. Alphonso Davies. Jetzt Thomas Müller. Ja, das könnte was werden jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist er drin, ein tolles Tor. Jetzt also Rückstand für Deutschland. Ballverlust Werner. Die Bayern mit dem Ballverlust. Und Müller. Ballbesitz Lewandowski. Klasse Aktion, Lewandowski. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Sané. Vorteil für Deutschland. Jetzt die deutsche Mannschaft. Sané. Da wäre Platz auf Außen. Coman. Die Flanke soll zu Robert Lewandowski. Süle klärt. Zwischen dem ersten und dem bislang letzten WM-Titel der deutschen Elf liegen stolze 60 Jahre. Aber während 1954 der überraschende Titelgewinn noch als Wunder von Bern gefeiert wurde, gehörte die DFB 11 2014 ohnehin zum engsten Favoritenkreis. Ja, zumal man ja vorher in den Turnieren mehrfach knapp gescheitert war. Und 2014 in Brasilien war es dann endlich soweit. Inklusive des denkwürdigen Halbfinalauftritts gegen die Gastgeber und des dramatischen Endspiels gegen Argentinien. Er war noch dran, gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben.
Klasse Ballgewinn, vielleicht machen sie jetzt was draus. Parade Neuer, immer noch gefährlich. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Hummels geht dazwischen. Serge Gnabry. Könnte der Ausgleich werden. Die Szene noch nicht vorbei. Ein Gewaltschuss, aber gehalten. Ecke, das ist die Chance zum Ausgleich. Eine kurze Ecke. Ein guter Block hier. Erstmal geklärt. Ball von Sané kommt nicht an. Sané ist kaum vom Ball zu trennen. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Goretzka. Kimmich. Pavard. Jetzt könnte er flanken. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Kai Havertz. Serge Gnabry. Da hat er die Chance. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Gutes frühes Stören. Pavard. Mit dem Ball Sané. Ballverlust Sané. Goretzka lässt sich nicht stören. Süle. Gündoğan hat den Ball. Gündoğan. Pass kommt von Gündoğan. Klasse gespielt. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Viele Tore in Halbzeit 1, 4 an der Zahl und dann auch noch gleichmäßig verteilt. Es steht 2:2. Wie hast du die Leistung von Timo Werner gesehen im ersten Spielabschnitt? Tolle Leistung in der ersten Hälfte. Den bekommen sie überhaupt nicht in den Griff. Der zweite Durchgang läuft. Anstoß hier für Deutschland. Rüdiger. Jetzt Hummels. Kimmich. Nun Gündoğan. Goretzka. Das ist Rüdiger. Und nun Hummels. Gündoğan hat den Ball. Kimmich. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu ungefährlich. Und Müller. Süle hat ihn. Haha, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Gelb für Süle. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Robert Lewandowski. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Das deutsche Team jetzt mit Platz auf dem Flügel. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz, genau richtig getimt.
Alphonso Davies. Und Lewandowski. Jetzt die Bayern im Angriff. Das könnte die Führung geben. Neuer Held, Ball noch im Spiel. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Beide immer wieder gefährlich. Er kann es machen. Gute Aktion, Spiel raus. Er blockt die Hereingabe ab. Da ist die Hereingabe. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Alaba jetzt am Ball. Sané. Sané bietet sich da jede Menge Platz auf Außen. Und jetzt Müller. Könnte die Führung werden. Schön geklärt. Und da klärt er ganz fantastisch. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da, der Konter. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Guter Pass jetzt. Pavard. Leon Goretzka. Das macht er sehr gut. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Gefährlicher Pass von Sané. Sanés Pass wird abgefangen. Ball ist bei der deutschen Mannschaft. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Pass wird abgefangen von Goretzka. Sané. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da passt er auf und kann klären. Souverän, er hat den Ball. Hummels passt auf, Ball ist raus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Er holt sich vorne den Ball. Goretzka. Da ist Neuer. Ball ist bei Goretzka. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Kurz vor dem Ende ist hier noch gar nichts entschieden. Noch ist alles drin. Vielleicht die Führung jetzt. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. So, die Bayern drücken nochmal auf den späten Ausgleich. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Sie wollen nicht in Unterzahl geraten. Deshalb wird der verwarnte Spieler jetzt ausgewechselt. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelb. Ecke kommt von Kimmich. Der Torwart hat den Ball. Gute Aktion. Die Nummer 25, Thomas Müller. Die Nummer 10. Da müssen sie aufpassen jetzt. Leon Goretzka mit dem Zweikampf. Tolisso. Könnte der Ausgleich werden. Das Tor, der Ausgleich. Was ist das für eine Schlussphase? Jetzt kann hier alles passieren.
Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Kimmich. Da ist Müller. Ja, der nächste tolle Pass. Hummels am Ball. Rüdiger. Gnabry im Ballbesitz. Nun Volland. Da kann er sich den Ball holen. Die Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Super gemacht, gute Verteidigung. 1 Minute gibt es obendrauf. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gnabry, ein fantastisches Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weit...